wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Das während wir von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu München, kurz nom G7-Sommet a Sizilien, an nom NATO-Sommet zu Brüssel. An Konklusionen, die Kanzlerin daraus erzieht, überraschen uns dann euch nicht. Und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen. Was wollte Angela Merkel damit sagen? Respektiv, was hat sie dazu bewegt, das zu sagen? Mit Sicherheit hier Gespräche mit dem US-Präsident Trump, der mehr wie einmal die NATO öffentlich vorgestellt hat, nicht viel von der gegenseitigen Hilfsleistung hält, NATO-Membern auffordert, mehr anzubezahlen, die Regeln von der Welthandelsorganisation ignoriert und damit dreht, sich aus dem Pariser Klimaakkord den globale Erwärmung auf maximal 2 Grad zu limitieren, zurückzuziehen. Und hat Madame Merkel recht mit dem, was sie sieht? Ja. Die Welt vor Trump ist nicht dieselbe wie die Welt nach Trump. International Zusammenarbeit riskiert echt die Ausnahme wie die Regel zu gehen. Den Trump stellt wichtige Institutionen, die der Pilier von der Weltordnung seit dem Zweiten Weltkrieg sind, auf. Institutionen, die geschaffen wurden, unter anderem für Deutschland an eine mehr weit Union anzubannen, auf die Sowjetunion und dann Russland an Schach zu halten. Ironischerweise, also Deutschland, das starke Element, weil Russland fertiggebracht hat, ein Keil zwischen der EU und den USA zu treiben. Etwas, was für Trump undenkbar wäre. Die Entwicklung ist gefährlich und dafür muss Europa gegensteuern. Die Geschichte hat uns gewiesen, dass wenn die rein Nationalinteressen die Überhand holen über gemeinsame Werte und Interessen, der Konflikt vorprogrammiert ist. Nun gibt es aber eine helle Wohl Probleme, die nicht national gelöst können, aber wo eine konzertierte Aktion von der globalen Gemeinschaft unerlässlich ist. Der Kampf gegen den Klimawandel, den internationalen Terrorismus, Cybersicherheit, Migrationsfrage. Alles das braucht eine internationale Antwort, an die bedingt eine internationale Zusammenarbeit. Es hilft nicht, wenn wir uns isolieren, an die Menge der Herausforderungen könnten sie ignorieren, und damit geben sie sich vom selben lesen, den irrt sich aber gewaltig. Wenn ihn seine eigene Souveränität will stärken, muss ihn sie gemeinsam mit anderen aktivieren. Und da unterscheidet sich dann auch den Europe First vom America First. Das europäische Modell als von der Zusammenarbeit an den Dialog, kein vom Protektionismus oder von den Mauern. Europa ist der Kontinent, wo die Schlachtfeld an Kurlen durch demokratische Institutionen und Wahlen ersetzt werden. Europe First ist für uns also die Pflicht, für ein stärkt Europa anzustehen, an dem Nationen zusammen schaffen und zusammen auch eine treibende Kraft an den internationalen Institutionen sind. Europa ist ein einzigartiges Beispiel an der Geschichte der Menschheit, wo die Nationen sich auf gemeinsame Werte, gemeinsame Regeln basieren, für durch gemeinsame Aktionen an Institutionen mehr stark zu sein. Das hat uns an den letzten Jahrzehnten für den Krieg verschont und Wachstum geschenkt. Während die Welt sich globalisiert, müssen wir klare Regeln schreiben, für die Globalisierung selber zu steuern und nicht von hier dirigiert zu gehen. Wir müssen Standards setzen und uns nicht den anderen ihre Standards unterwerfen. Europa muss der Motor und der Katalysator sein. Das ist der Sinn von der Madame Merkel hier Aussage. Ich bin damit komplett einverstanden. Und dafür gesehen ist wir vom Trump an der Brexit-Echter als Wake-up-Call. Wir gehen wackrig gerüsselt. Die Weltordnung hat sich geändert und Europa muss dem Rechnung tragen und sich auf sein eigenes Fest stellen. Ein Europa von der Verteidigung und der Sicherheit, ein ökonomisch kompetitives Europa, das seinem starken Binnenmarkt profitiert,
In Europa, wat die sozial- an umweltpolitisch Sorge vun sine Bierger serieux hält, so in Europa ass gut an och gut fir Lützeburg, an dofir gildet, et ze verwirklichen.